Ja, moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen zum neuesten Video. Und ja, ich habe da jetzt gerade ein ganz spontanes Thema herausgefunden. Und zwar ist jetzt der stockende Verkehr. Teilweise stehen sie sogar komplett. Jetzt wäre das eben genial, weil vorne sind alle schön auf die Seite gegangen, nur der Audi vor mir ist so zögerlich nach links und wieder. Und dann habe ich gewusst, geht jetzt extra nach links, wenn ich überhole, drückt er mich noch einen Weg oder wie. Hat der extra auf die Seite gegangen. Und aber das ja, wenn jetzt, weil ich mache immer, weißt du, also es ist jetzt nicht so irgendwie fluchen oder etwas, ich tue nur laut denken, und zwar, wenn ich im Auto bin und es gibt stockenden Verkehr, ich fahre immer so weit rechts, wie es noch geht, also einfach bis an den Streifen an, so, oder? Das wirklich, also eigentlich halt wirklich wegen der Rettungsgasse. Aber wenn die Fahrer unterwegs sind, dann können die auch schön durchziehen. So, und sorry. Und ja. Jetzt habe ich mich einfach nicht getraut, da zu überholen. Weil ich nicht gewusst, ob die absichtlich jetzt übergegangen ist, weil eigentlich nie, weil eigentlich immer so wie jetzt, die schön in die Mitte fährt. Aber vorne sind der rote vorne mega weit rechts, ich hätte super Platz gehabt. Und noch weiter vorne wäre alles gut gewesen. Aber jetzt fahren wir fast wieder 80 km/h. Und dann spielt das nicht so eine grosse Rolle. Und ja, gibt es jetzt eine kleine Speed Art oder Summer Vibes, whatever. Und da sieht man sich gerade wieder, wenn es ein bisschen spannender ist. So, jetzt sind wir ein bisschen in der Stadt. Es ist ein bisschen spannender, nicht unbedingt schöner, aber spannender. Und genau, ich habe in ein paar Wochen mache ich meinen Moto 3 Kurs, also der letzte für A-Prüfung. Oder allgemein der letzte TÜV-Kurs, den es wahrscheinlich gibt. So. Genau. Und dann kann ich wieder den TÜV auslehnen vom Vorlehrer, also nicht von dem Vorlehrer, den ich früher hatte, einfach vom Vorlehrer, der am Kurs mitmacht. Und dann muss ich schauen, dass ich mal, weil ich noch 1-2 Motovlogs mit dem TÜV kann aufnehmen kann. Und wenn ich die Prüfung geschafft habe, habe ich mal vor, der hat auch Roller, der hat auch 50 Kubik TÜV und sonstige TÜV. Also vielleicht einmal ein oder andere Wochenende, weil bei dem TÜV zu mieten ist sau günstig, wirklich. Oder verhältnismäßig wirklich günstig, dass ich mal über ihn der ein oder andere TÜV auch einen 125er Motor groß oder irgendeinen 50 Kubik, einfach alles mögliche mal mieten, ein bisschen rumfahren. Genau, das wäre schon mal chillig. Ich würde es mal cool finden, auch eben wie gesagt die KTM SMC A690, egal jetzt die neue oder die alte, aber natürlich am liebsten die neue, einfach Probe zu fahren, das wäre mal richtig chillig. Aber so wegen 80 Grad Dinge vorne drauf, da muss gewiss sauber gemacht aus Alupapier, Alufolie. Nein, eben so TÜV zu mieten ist schon mal mein Ziel, oder auch andere TÜV Probe fahren, aber das Mieten selber erst wenn ich meine Prüfung habe. Jetzt brauche ich das Geld, um den Prüfungstüv zu mieten und brauche Geduld für das. Und wenn das gemacht ist, hätte ich schon mal richtig Bock dann.
Da könnt ihr auch gerne schreiben, wenn ihr einen TÜV habt, wo ihr sagt, du fahr dir mal, egal jetzt, ob es ein Töffli ist, ob es Buckenpark ist für auf dem privaten Gelände, ob es ein frisiertes Töffli ist, ob es ein Quad ist, egal was, könnt ihr mir gerne schreiben. So, wie ich habe gesehen, die eine oder andere von meinen Abonnenten hat auch einen TÜV im Profilbild rein. Der eine, mit dem habe ich auch ein bisschen geschrieben. Mit einem. Aber ich könnt gerne mal mir schreiben, wenn ihr etwas am Start habt. Genau. Nein, ich würde mal sagen, wäre es das gewesen. Ich werde das Video nicht zu lang ziehen. Und dann wäre es das gewesen. Bis zum nächsten Mal. Ciao miteinander, euer Obscuro 94.